Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce rendez-vous annuel qui nous a été fixé par Sholem Aleichem lui-même. Aujourd'hui, le 105e anniversaire de la mort de Sholem Aleichem. Et avant de donner la parole à notre maître de cérémonie depuis de nombreuses années, Yitzhak Niborski, que nous remercions d'organiser cette cérémonie chaque année. Je voulais remercier les lecteurs et lectrices, à savoir Annick Prim-Margoulès, Laurence Layele-Fishbein, Herschel Grant, et nous avons un petit remplacement dans la famille Niborski. Léopold Leibel-Niborski révise le bac et donc est remplacé par Rodolfo Welvel-Niborski, son père, que nous avons oublié, et je lui prie de nous en excuser, de mettre son nom dans notre annonce. Mais voilà, nous sommes ravis de l'accueillir ce soir. Voilà, Yitzhak, je te donne la parole et je vous souhaite une très belle après-midi en n'oubliant pas que l'Arn is die beste Refoue. Schönen Dank, Regine. Jo ist die 9. Freund von dem Jiddisch Centerwesen, das ist schon bei uns am bis heute von langen Jahren. Also wir geben ab Covid Shalom Aleichem, wir allein hat es gebeten in St. Savoy, jedes Jahr zum Arum der Date von seiner Jahrzeit. Nu, Regine hat schon gesagt, wir haben gerechnet auf ein Einikel, aber ihr wisst, bis ein Kind wird Bar Mitzvah, tragt der Tate die ganze Verantwortlichkeit für alle seine Jahren. Und weißt du, als bis ein Kind wird Bak Mitzvah, ist euch weiter so, ist wel verantwortlich für dem, was Label hat gesagt haben. Und ich will da gebeten labeln, soll auch eben, ich meine, welveln, ich will da gebeten welveln, soll also wie wir tun alle Jahr, an eben dem Abend mit Vorlehnen Shalom Aleichem Savoy, aber früher sage ich dieselbe Sache auf Französisch, alors, comme c'est l'a été dit, c'est notre commémoration traditionnelle tous les ans autour de la date de l'anniversaire de la mort de Shalom Aleichem. Et nous l'ouvrons toujours par la lecture de quelques extraits du Testament de Shalom Aleichem, et c'est ce que Velvel va faire tout de suite. Die Savoy von Sholem Aleichem, Fragmenten. Juda Lev Tishre Ataraf, 19. September 1915, New York. Ein dicken Tag, Mochres Yom Kippurim, es hat sich nur was angehäuben an ein Jahr und ein großes Unglück hat getroffen meine Familie. Gestorben mein älterer Sohn Misha Michail Rabinovich und weggetragen mit sich im Käfer ein Stück von meinem Leben. Ist geblieben bei mir, ich soll lieber schreiben auf das Neue mein Savoy, welche ich habe gerade geschrieben in dem Jahr 1908 bei meinem Kranksein in Nervi, Italien. Seien die gesund und in vollem Verstand, schreibe ich mein Savoy, was besteht in die weiteren Punkten. Aleph. Wo ich soll nicht sterben, soll man mich behalten, nicht zwischen Aristokraten, Mejuchosim oder Gewirim, nur gerade zwischen proste Jidenarbeiter mit nemesen Volk, also als die Matzeive, was mir wird noch wegstellen auf mein Geber, soll bescheinen die einfache Kforim herum mir, und die einfache Kforim sollen beputzen mein Matzeive, also wie das proste, ehrliche Volk hat für mein Leben beschenkt sehr Volksschreiber. Beis. Kein schon Titeln mit Leubenischen, mit Meure Morenes soll auf mein Matzeive nicht sein, äußer der Nomen Sholem Aleichem von einer Seite und äußer dem jüdischen Neufschrift, was beigelegt von der anderen Seite. Gimel. Kein schon Debatten und Diskussions von meinen Kollegen wegen Verreibigen mein Namen, wegen Aufstellen mit einem Monument in New York und das Gleiche soll nicht sein.
Ich will nicht keinen einligen ruhigen Käfer, als meine Chaverim wollen sich narrisch machen. Der beste Monument wird sein Vermiet, als mir wird lehnen meine Werk und als es wollen sich gefinnen in die vermägliche Klassen von unser Volk Mäzenaten, was wollen sich nehmen herausgeben und verspreiten meine Werk, hen in Jiddisch und hen in andere Sprachen, und damit geben dem Volk die Möglichkeit zu lesen und meine Familie eine bekovedike Existenz. Ob ich nicht solche gewinnt oder nicht verdient kein Mäzenat bei meinem Leben, weil ich sehe für solche sein noch im Teut. Ich gehe ja weg von der Welt mit dem vollen Glauben, als das Volk wird nicht verlosen meine Jesäumen. Dalet. Auf mein Käfer und dennoch das ganze Jahr und später allemal zum Jahrzeit soll mein übergebliebener einziger Sohn, wie euch meine Eidems, ob sie wollen, sagen noch mit Kaddisch. Und ob sie wollen kein Cheshek nicht haben, oder die Zeit wird sie nicht erlauben, oder es wird sein gegen sie ihre religiöse Überzeugungen, können sie Jöitze sein nur damit, wo sie wollen sich zu Neufkleiben alle mit die Töchter meine, mit die Einiglich und mit die glatt gute Freund und vorlehnen die dosige Zavoe meine. Und euch auskleiden am Meise von meine Meiselech, von die Same Freiliche, und vorlehnen es in wasserer Sprache, wird für sie sein mehr verständlich. Und los mein Nomen der Mond werden von sie besser mit der Gelächter, der gar nicht der Mond werden. Sholem ben Menachem Nochem Rabinovich, Sholem Aleichem. Nicht dieselbe Sache auf Französisch. Le testament de Sholem Aleichem. Extrait. Le 11 Tishrei 5716, 19 septembre 1915 à New York. Aujourd'hui, lendemain de Yom Kippour, à peine commencé la nouvelle année, un grand malheur s'est abattu sur ma famille. La mort de mon fils aîné, Misha, Mikhail Rabinovich, qui a emporté avec lui dans la tombe toute une part de ma vie. J'ai donc décidé de réécrire le testament que j'avais fait en 1908 lors de ma maladie à Nervi, en Italie. En pleine possession de ma santé et de mon discernement, j'écris mon testament qui comprend les points suivants. 1. Où que je vienne à mourir, qu'on ne m'ensevelisse pas parmi les aristocrates, les privilégiés ou les riches, mais au contraire, parmi des juifs ordinaires, des travailleurs, le vrai peuple, en sorte que la stèle qu'on dressera plus tard sur mon tombeau serve d'ornement aux tombes ordinaires alentour, et que ces tombes ordinaires embellissent ma stèle, tout comme de mon vivant, les honnêtes gens du peuple ont éclairé de leur beauté la vie de leur écrivain. 2. Qu'on ne mette sur ma pierre tombale aucune sorte de titre, d'éloge, ni de dithyrambe, sauf mon nom, Sholem Aleichem, sur une face, et l'inscription en yiddish ci-jointe sur l'autre. 3. Qu'il n'y ait aucune sorte de discussion entre mes collègues quant à perpétuer mon nom, dresser un monument à ma mémoire à New York, etc. Je ne pourrais pas reposer tranquillement dans ma tombe si mes amis décidaient de faire l'épître. Le plus bel hommage à ma mémoire consisterait à lire mes œuvres et, s'il se trouvait des mécènes parmi les couches fortunées de notre peuple, à les publier et à les diffuser, tant en yiddish que dans d'autres langues, ce qui permettrait au peuple de les lire et à ma famille de subsister décemment. Si je n'ai pas eu la chance ou le mérite de trouver des mécènes de mon vivant, je l'aurai peut-être après ma mort. Je quitte ce monde avec la pleine certitude que le peuple n'abandonnera pas mes orphelins. 4. Sur mon tombeau au moment des obsèques, puis pendant toute l'année, et ensuite pour chaque anniversaire de ma mort, que mon seul fils survivant, ainsi que mes gendres récitent, s'ils le veulent, le Kaddish à ma mémoire. Mais si l'envie leur en manquait, ou le temps, ou bien si cela était contraire à leurs convictions religieuses, ils peuvent en être quittes par le seul fait de se réunir tous, avec mes filles et les petits-enfants, de donner lecture de ce testament et aussi de choisir un récit parmi mes récits, l'un des plus gais, et d'en faire la lecture dans la langue qui sera le plus à leur portée. Qu'ils se souviennent de mon nom en riant, plutôt que de ne pas s'en souvenir du tout.
Sholem ben Menachem Nochem Plevnovich, Sholem Aleichem. Scheinem Dank, Velvel. Nu, ihr habt gesehen, als Shalom Aleichem, der Mond, als wir soll auf sein Matzewe auskritzen von einer Seite, Poshet sein Namen wie ein Schreiber, von der zweiten Seite sagt einen gewissen Text, was hat übergelost. Also ist getan geworden, Shalom Aleichem ist gestorben in New York, als auch von euch wissen, als sein Levaje ist gewesen, möglich die größte, was ist bis demult einmal gegangen über New Yorker Gassen. Und ist begraben geworden auf dem Besäulem von Arbeiterring in New York. Und dort steht Tage sein Matzewe. Es ist nicht ein Monument, was hat sich befehlisch abgesagt davon, nur ein Matzewe, wo man kann lernen, Tage von einer Seite sein Namen, von der zweiten Seite, dass es mit angerufen, was allein hat angerufen sein, Epitaphie. Donc, Shalom Aleichem a demandé que sur son monument, sur sa stèle funèbre plutôt, soit gravé son nom et de l'autre côté, le texte de son épitaphe qu'il a lui-même rédigé. Et c'est ce qui a été fait. Son enterrement a eu lieu donc au cimetière du Arbeiterring, le Workmen's Circle à New York. Et c'est là qu'on peut lire cette épitaphe que Velvel va aussi nous lire dans les deux langues. Sehr, sehr gut, Velvel. Epitaphie. Do liegt der Jida Posheter. Geschrieben Jiddisch-Deutsch für Weiber und für den prosten Volk hat Gewinn ein Humorista-Schreiber. Das ganze Leben ausgelacht. Geschlagen mit der Welt Kapores. Die ganze Welt hat gut gemacht und oi weh, gewinn auf Zores. Und darf gedämmelt, wenn der Eulem hat gelacht, geklatscht und pflegt sich freien, hat gekränkt, das weiß nur Gott, es sod, als keiner soll nicht sehen. Épitaphe. Si gît un homme sans prétention, il écrivait en yiddish populaire pour les femmes et pour les gens de peu. C'était un écrivain du genre humoriste. De tout dans la vie, il a ri et a tourné tout le monde en blague. Tout le monde s'en est bien tiré, mais lui, il envoyait de dur. Et justement, quand le public applaudissait et riait dans la joie, lui, il souffrait, Dieu seul le sait, en cachette, loin des regards. Wieder einmal ein Dank, Velvel. Nu, jetzt wollen wir bald darüber gehen zum mamisch-literarischen Teil von unserer Shalom Aleichem-Feierung. Shalom Aleichem hat in der Savoy, wie das es auch jetzt gehört, gebeten, als man soll zum Jahrzeit vorlehnen von seinen freilichsten Meises. In dem Punkt haben wir ihm das mal nicht gefolgt. Ich habe ausgeklebt eine Erzählung, was versteht sich, wie alle Shalom Aleichems der Erzählungen, können sie herausrufen, wird sie herausrufen, mehr wie ein Schmeichel. Aber die Größkeit von der Erzählung steckt nicht in wie viel Gelächter sie ruft heraus, nur wie viel Menschlichkeit es steckt in ihr. Ich habe gerade da bekannt, was ich will, der Mann in Stamazoi, Jid mit dem Namen David Rebekov, ist gestorben, schon mit 30 Jahren zurück. Hat gelebt von zurechtmachen Televisioapparaten. Aber wie sie vielleicht treffen mit den Jiden von seinem Dorf, Abialistokerid, was hat durchgemacht Lager, was hat sich herausgekragen von dem churigen Gott, weiß wie soll, ist wie Menschen von seinem Dorf, hat gekannt seine 4, 5 Sprachen, ist gewinn gut behavend, in russischer, in hebräischer, in deutscher und versteht sich in jiddischer Literatur. Agev, wir haben bei uns in der Medienbibliothek dem historischen Exemplar von Joshua Steinbergs biblischem Wörterbuch Hebräisch, Russisch, Deutsch, Wilne 1897, das hat uns geschenkt. Das ist gewesen ein Teil von seiner Bibliothek. Is unter der Posheteriet pflegt mir sagen, als zwischen die Werk von der ganzen Weltliteratur, was haben ihm zum meisten angerührt,
gefindt sich Tage unter die Erzählung von Sholem Alechems Zyklus Eisenbahngeschichtes, die Erzählung, was heißt, der Glücklichste in Kodni. Und das wollen uns vorlehnen Herschel und Anik und Leile. Ihr habt das Wort. Der Glücklichste in Kodni. Die beste Zeit zu fahren im Bahn ist, weißt du, wenn Ossienzeit Arim noch Sikis. Sie nicht heißen, sie nicht kalt, und ihr kickt eine Stunde im verwehten Himmel mit der kluge, dicker, verheuschigter Erde. Tropfensregen schmeißen in die Fenster, keikeln sich herab auf dem verschwitzten Gluss, also wie schweren. In mir sitzt sich wie ein Puritz in Waggon, dritter Klasse, mit noch einer Sache, solche Milchussen wie ihr. Und ich hab da Kick in Dreusnauis, und ihr der seht von der Weite, ein Wegele schleppt sich, Tjopket in der Blatte. Auf dem Wegele sitzt eingebeugen in Dreien, ein Gottsbeschäftig mit der Sack übergedeckt. In Lostoi sein Bitterarzt im Fädelnebach, auch ein Gottsbeschäftig. Und mir dankt Gott, was ihr sind hintere Dach zwischen Menschen. Ich weiß nicht, wie er so hier, nur ich hab lieb sofort im Bann, Ossienzeit, Arim noch Sikis. Das erste ist bei mir ein Ort. Aber ich hab den Ort, in wer schmiss noch in der rechten Hand, neben dem Fenster, bin ich mir ein Käse. Ausgenommen den Portabak, hebt man uns verreichen nach Papyrus, nach Papyrus, und kicken sich wer fort im Waggon, und mit wem kann man reden, ein paar Wörter wegen Geschäft. Passagieren, das sich nicht zu versündigen, ungepackt wie Heringe nach Fass, Bärd, Nase, Hitlen, weiche Gestalten für Menschen. In Menschen, nicht Steiner, noch Schatt. Ort sitzt etwas in der Winkel, einer allein am Modner verschreien. Aber verschreien nicht wie alle. Bei mir ist ein scharf Volk, nicht kein gewöhnlicher Menschen, der ich euch bemerken zwischen ihnen. Das heißt, auf dem Kiek ist das auch vielleicht ein ganz gewöhnlicher Mensch, ein Jidl von der Jidler, was man Messer auf dem Mestel. Oder das, was redet, ungeriffen bei uns, ein Jid von der ganzen Jahr. Doch ungetein ist etwas Modne. A Kapotte, nicht kein Kapotte. A Chalat, nicht kein Chalat. Auf dem Kopf, a Hittel, nicht kein Hittel. A Jarmuke, nicht kein Jarmuke. In der Hand, a Schieren, a Besen, nicht kein Besen. A Modne Untin. No, nicht das Untin ist der Ecke. Wie das Jidl allein mit seiner Rierigkeit, mit seiner rinkigen Sache auf alle Seiten und mit seinem Nicht-Können einsetzen auf Inhalt. In der Haut, mit seinem scheinendig, freilich, lebendig Punim in glücklich Aussehen. Nicht anders wie der Mensch hat oder ausgenommen, ein Heubtreffer, oder Kassen gemacht, eine Tochter in der Maselige Schule, oder heimgegeben, ein Sinn im Gymnasium. Alle Minuten habt er sich auf, Tita kiek im Fenster, und sucht zu sich allein. Astanzie? Noch nicht. Und setzt sich weg, alle Mund zu mir, ein scheinendiger, ein freilicher, ein glücklicher. Aber Eva darf der wissen, bin ich ein Mensch, was ich hab Feind wie andere kriechen sie jenem im Herzen rein. Eus tappen, eus fragen, wer und was und wenn. Ich gehe mit dem Gang als ein Mensch, was hat etwas, wird es allein ausgehen. Kach habe, nach der zweiten Stanzie hat sich mein Rierdig Jidl ziegerig zu mir noch ein bisschen nehmt. Es ist Tage ganz nuend. Also als ein Mal ist ausgekommen akkurat gegen mein Nuss. Wie hinfort Haït? La meilleure saison pour faire un voyage en train, vous la connaissez? L'automne, peu après Soukhot. Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid, et vous ne vous souciez pas du ciel en pleurs, ni de la terre morose et enténébrée. Les gouttes de pluie cinglent les fenêtres, roulent comme des larmes le long des vitres embuées, et vous êtes assis comme un prince dans votre compartiment de 3e classe, avec bon nombre de privilégiés de votre espèce. Vous jetez un coup d'œil au dehors et vous apercevez au loin une carriole brinque-ballante qui se traîne dans la boue. Perchée sur la charrette, pliée en 4, une créature du bon Dieu, recouverte d'un sac, passe sa rancœur sur son cheval, le pauvre. Une créature du bon Dieu, lui aussi. Vous remerciez alors le Seigneur de vous trouver sous un toit, en compagnie d'êtres humains. Vous, je ne sais pas. Moi,
J'aime à faire un voyage en train, l'automne, aux environs de Soukhot. Avant toute chose, il me faut une place. Si j'ai pu m'en approprier une, et qui plus est un coin fenêtre dans le sens de la marche, alors le roi n'est pas mon cousin. On sort son étui et on se met à fumer cigarette sur cigarette, en regardant à la ronde qui est du voyage et avec qui parler à faire. Les voyageurs, Dieu merci, ne manquent pas, autant que de harengs en caque. Barbe, nez, casquette, ventre, formes humaines. Mais un homme? Pas un. Si, chut, en voici un, assis tout seul dans un coin, un type bizarre, un individu pas comme les autres. Moi, j'ai l'œil aiguisé. Un homme sortant de l'ordinaire, je vous le repère entre mille. En fait, à première vue, ce petit bonhomme est parfaitement banal. Un de ces petits juifs, comme on en trouve 13 à la douzaine. Un de ceux qu'on appelle chez nous un bon juif de tous les jours. Mais sa mise est quelque peu surprenante. Ni vrai lévite, ni vrai capote. Sur la tête, quelque chose entre le bonnet et la calotte. Et à la main, un parapluie qui tient plutôt du balai. Un drôle d'accoutrement. Mais le plus remarquable n'est pas tant le vêtement que l'homme lui-même, sa fébrilité, sa façon de lancer des regards de tous côtés, de ne pouvoir tenir en place et surtout son visage rayonnant de joie de vivre et son air heureux. Pas de doute, cet homme a gagné le gros lot, ou alors il a eu la bonne fortune de marier sa fille, à moins qu'il n'ait casé son fils au lycée. À tout instant, il sursaute, va jeter un coup d'œil par la portière et lance pour lui-même « Une gare ? Pas encore ?» et il se rassied, chaque fois un peu plus près de moi, joyeux, rayonnant, heureux. De nature, voyez-vous, je suis ainsi fait que je déteste voir comment certains sondent le cœur de leur prochain, le percent à jour, le pressent de questions sur le pourquoi et le comment. J'ai ma théorie. Si un homme a quelque chose à dire, il finira bien par se confier de lui-même. Et en effet, après le deuxième arrêt, le petit homme remonte se rapproche encore davantage de moi, si près, à vrai dire, que sa bouche se trouve à présent en face de mon nez. Où allez-vous comme ça? Mais j'avais bien compris à sa façon de m'interroger, tout en jetant des regards circulaires et en se grattant la tête sous son couvre-chef, qu'il lui importait moins de connaître le but de mon voyage que de me raconter le sien. J'agis donc en conséquence, c'est-à-dire que, sans répondre, je lui retourne sa question. Et vous? C'est venu tout seul. Moi? À Kodny. Vous avez peut-être entendu parler de Kodny. Je suis de là-bas, voyez-vous, pas loin d'ici, la 3e gare. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il nous reste encore 3 arrêts à compter. Et de là à Kodny, il faut ensuite faire 1h30 de route. Enfin, 1h30, c'est une façon de parler. En vérité, c'est 2 bonnes heures, 2 heures bien sonnées et le pouce. Et ce, à condition que le chemin soit bon et qu'on dispose d'un phaéton. J'ai commandé par télégramme. C'est-à-dire que j'ai envoyé une dépêche pour qu'on fasse venir un phaéton à la gare. Vous croyez que c'est pour moi? Pensez-vous? Je peux me contenter d'un bout de carriole à partager avec 6 autres et un simple charretier, ou sinon, on prend le parapluie d'une main, le baluchon de l'autre, et l'on chemine tout droit jusqu'en ville, à l'aise et à pied. On n'a pas les moyens, vous comprenez, de rouler en phaéton. Vu les affaires en or qu'on fait, on pourrait rester une fois pour toutes chez soi, hein? Pas vrai? Ici, mon héros s'interrompt, pousse un soupir et se met à me parler tout bas à l'oreille, après avoir regardé tout autour de lui pour s'assurer que personne ne l'écoute. Je ne voyage pas seul. Je suis avec un professeur, vous savez. Comment je fréquente un professeur? Voici toute l'histoire. Kachevarevke, vous connaissez? C'est un bourg comme ça, du nom de Kachevarevke. Là vit un homme très riche, un nouveau riche. Peut-être en aurez-vous entendu parler, Borodenko, il s'appelle. Itzik Borodenko. Qu'est-ce que vous dites de ce nom? Ça soy goy, non?
Mais qu'est-ce que ça fait? Non juif, non chrétien, en attendant, c'est lui qui a l'argent. Et beaucoup, beaucoup d'argent. Au point que chez nous, à Codny, on l'estime à près d'un demi-million. Et peut-être en insistant bien, me persuaderez-vous qu'il a le million entier. En fait, vu, sauf votre respect, le grand radin que c'est, il pourrait en posséder 2. Tenez la preuve. Je vous vois pour la première fois de ma vie, mais pour comprendre, je comprends que vous avez dû voir du pays bien plus que moi. Alors dites-moi la vérité. Avez-vous jamais entendu le nom de Borodenko s'illustrer avec quoi que ce soit de juif, un don important ou autre? Chez nous, à Codny, en tout cas, on n'en a rien su. Mais c'est toujours la même histoire, ce n'est pas à moi de plaider la cause de Dieu, et c'est facile d'être généreux avec la poche d'autrui. Je ne parle pas d'aumône et de charité. Je parle d'humanité, voyez-vous. Dieu t'a aidé, tu es assez riche pour t'offrir le luxe d'un professeur. Qu'est-ce que cela peut te faire si un autre en profite aussi grâce à toi? On ne te demande pas d'argent. On te demande de glisser un mot. Que diable cela coûte-t-il? Eh bien, vous allez en entendre de belles. Jiddisch? Ich habe aber verstanden, für sein Fragen mich, und von seiner Rinkicken sich, und von seinem Kratzen sich hinter dem Hitler. Als ihm geht nicht so jung, wie ihn ich vor. Wie es wird sich immer auserzählen, wie ihn vor. Ich habe ihn getan so lieb, das heißt, ich habe darauf nicht geantwortet, gut nicht. Nur eine Frage getan, in ihr wie hin, ist es weg, ein Gang. Ich wie hin, Kakodne, gehört einmal Kodne, bin ich ein Dorf, bin ich. Nicht weit von dannen, die dritte Stanz. Das heißt, von dannen hat man noch so viel, also wie 3 Stanzes. In von dort, Kakodne, bedarf man noch Zielfuhren mit der Achse, schon an der Talben. Das heißt, es errät sich noch also an der Talben. In Emerson ist das Tag ja ganze 2 Schuhe. Eiserne 2 Schuhe nachmittagsmittag. Ich dus mit der Knei aufs Hagitterweg, immer fort mit der 4 Tonnen. Ich habe erstellt, doch der Pech. Ich habe geklappt, ist das an der Pech, man soll mal rausschicken auf 4 Tonnen auf Distanz. Lieb mir, meint ihr? Schreckt doch nicht. Ich kann verstehen, so überhaupt ein Salber 6 mit der Frostmalegule. Oder nicht nimmt man am Schieren in eine Hand, in das Päckl in der anderen Hand, in die Säule regelmäßig tut rein ganz weißes. Se trug nicht, was steht da noch auf kein 4 Tonnen. Wedlich der goldene Geschäft, make mal gut im Ganzen sitzen in der Heima. Wo sucht ihr? Du ist mein Beschrein Maxi. Tita sitzt in Hebt und Reden still, gleich zu mir in eurer Reihen. Kickt sich früh herin in alle Seiten, ob keiner hört ihm nicht hinter. Fuhr nicht allein. Fuhr mit der Professor vor. Wie komme ich zu einem Professor? Ist er so der Mann? Wenn Kaschawarifke hat er gehört. Als steht er als solches Verein. Heißt das mit dem Namen Kaschawarifke? Point dort Aid Agvir. Ein aufgekommener Gewirr. Efter hat er gehört von ihm. Baradenke hieß er. Itzkel Baradenke. Gefällt auch der Numen. Ja, agoische Numen. Nur es kommt auch aus. Agoische Numen, aische Numen. Der Wahl hat er das Geld. In a Sachgeld, gura Sach. Das wo bei uns in Kopne, wir schätzt von ihm knapp 1,5 Million. In Efscher ist mir stark beten, hat er bei mir gepeult, als er vermuten ganzen Million. Nee, es heißt wirklich, ist, ich bete der Jakub, der Adurache, wollte gemägt vermuten 2. Hat er eine Reihe, hat sich sehr dem Menschen noch verstehe ich, als ihr fuhrt aus der Welt, aber der mehr für mir. Sucht man dem Emes. Ihr hat es als Sachmul gehört, dem Numen Baradenke, soll sich euch stellen mit etwas jüdischer Sache. A größer Nedeve sie wuss. Bei uns in Kotne haben wir noch Leisate, der von etwas nicht gehört. Na auch der eigene Maße. Gott strafsche bin ich nicht, denn auf jenem Kästchen ist jeder Rabatt drin. Ich rede nicht von der Doofesten zu Ducke. Ich rede Menschlichkeit, rede. Gott hat dir geholfen, du bist da so reich, als du kannst sich vergehen, neu schreiben, ein Professor. Was wird dich haben? Als jener wird auch genießen durch dir den Schiss. Man betet
nicht bei dir kein Geld, maar bij papier ein Gitwort. Was habt ihr avec derrière? Mais der hoch na Scheins. Une nouvelle se répand chez nous, à Codny. Chez nous, à Codny, tout se sait. La fille du Richard, de cette Itzikel Brodenko dont je vous parle, tombe malade. Dieu vous en préserve. De quoi est-elle malade, à votre avis? Une histoire à dormir debout, une amourette. Elle s'est amourachée d'un goy, il l'a repoussée et elle a avalé du poison. Chez nous, à Codny, tout se sait. C'est arrivé pas plus tard qu'hier. On est parti en toute hâte quérir un professeur, le plus grand professeur. Pour un Richard comme ça, quelle importance! Alors il me vient une idée. Le professeur ne va sûrement pas rester là-bas à demeure. Aujourd'hui ou demain, il lui faudra bien repartir. Et de toute façon, il devra passer par notre gare, et c'est-à-dire par loin de Codny. Ce serait peut-être une bonne idée s'il s'arrêtait au retour entre deux trains chez nous, enfin, chez moi. Mon enfant est alité. Dieu vous en préserve. Qu'a-t-il au juste? Moi, je n'en sais rien. Quelque chose là-dedans. C'est-à-dire, pour ce qui est de tousser, Dieu merci, il ne tousse pas. Une douleur au cœur, alors? Non plus. Mais alors quoi? Pas une goutte de sang dans les veines. Et faible, faible comme une mouche. Ça vient de ce qu'il ne mange pas. Rien de rien. Comment ça, direz-vous, rien de rien? Eh bien, absolument rien. Un verre de lait, parfois, contraint et forcé. Il faut le supplier, vous savez, et pleurer. Mais pas une cuillerée de bouillon, ni une miette de pain. Ne parlons pas de viande. La viande, il n'en soutient même pas la vue. Il détourne la tête. C'est depuis qu'il a eu des saignements. Cet été, le ciel vous en préserve, il a saigné, une fois, très fort. À présent, Dieu merci, c'est fini. Pourvu que ça dure. Mais ce qu'il est affaibli, vous ne pouvez pas vous l'imaginer. À peine s'il tient sur ses jambes. Ce n'est pas rien, il a la fièvre. Une fièvre de cheval, vous savez. Depuis Shavuot, 39,5, au mieux 39, jamais moins. Pas le moindre remède contre cela. Je l'ai déjà amené chez le docteur, et plus d'une fois. Mais que savent-ils, nos docteurs? Beaucoup de nourriture, disent-ils, et le grand air. Comment ça? Manger? Il ne veut pas en entendre parler. Et l'air? Où voulez-vous que je prenne de l'air chez nous? À Codny, de l'air. Un endroit charmant, Codny. Un village bien juif. On trouve chez nous, Dieu nous protège, quelques juifs. On trouve une maison d'études, on trouve une synagogue, on trouve un rabbin, on trouve tout. Mais le Seigneur nous a préservés de deux choses, de l'air et du gagne-pain. Bon, du gagne-pain, n'en parlons pas. On arrive à se faire vivre, Dieu soit loué, les uns les autres. Quant à l'air, si nous voulons de l'air, nous allons à la cour. À la cour, voyez-vous, l'air, ce n'est pas ce qui manque. Autrefois, quand Codny appartenait aux seigneurs polonais, on n'avait pas le droit d'y mettre le nez à la cour. Les seigneurs ne laissaient pas approcher. Pas tant les seigneurs que les chiens des seigneurs. Mais depuis que le manoir de Codny est tombé dans des mains juives, plus de chiens. Et la cour a pris un tout autre visage. C'est un régal d'y aller. De vrais seigneurs, des châtelains, mais des châtelains juifs, parlant yiddish comme vous et moi, et attachés à la vie juive, et aimant les juifs, puisqu'on vous dit des juifs, il n'y a pas de comparaison. Évidemment, je ne vous dirai pas que ce sont des petits saints. Dieu soit loué, ils ne se bousculent pas pour venir prier à la synagogue, ni révérence garder au bain rituel, bien sûr que non. Et qu'ils aient peur de profaner le Shabbat, ça ne se voit guère. Un poulet cuit dans le beurre, à ce qu'on dit, ça ne leur fait pas grand peur non plus. Passons. Se tailler la barbe, sortir sans chapeau et autre chose de ce genre, on n'en parle même pas. De nos jours, c'est devenu chose courante partout. Même chez nous, grâce à Dieu, à Codny, on rencontre déjà de ces petits jeunes gens à qui la casquette pèserait trop lourd sur la tête. Non, vrai, Codny n'a pas à se plaindre de ses châtelains. Nos seigneurs juifs s'acquittent suffisamment de leurs devoirs envers le village. Et même, ils font montre de largesse autant que faire se peut. Arrive l'automne, ils envoient une centaine de sacs de pommes de terre pour les pauvres. En hiver, de la paille pour le chauffage. Avant la Pâque, de l'argent pour le pain azime. Il n'y a pas longtemps, ils ont offert des briques pour une synagogue. Rien à redire. Tout cela est bel et bon, tout est pour le mieux. Si seulement il n'y avait pas le poulet au beurre, oh, ce poulet! N'allez pas croire.
Je ne voudrais surtout pas, Dieu m'en garde, médire sur leur compte. Qu'aurais-je contre eux? Jugez vous-même. Ils ne m'échangeraient pas contre un tonneau de borscht. Reb Alter, je m'appelle Alter, voyez-vous, pour eux, c'est la crème des hommes. Si l'on doit chercher quoi que ce soit en ville pour une urgence, un nouveau calendrier au Nouvel An, par exemple, des asines pour la Pâque, des palmes à Soukot, et ainsi de suite, pour tout ce qui touche à la vie juive, on fait appel à Alter. Et dans la boutique de mon épouse, ma femme tient boutique, voyez-vous, ils dépensent de coquettes sommes pour le sel, le poivre, les allumettes, pour tout. Ça, c'est des châtelains. Quant à leurs enfants, leurs blancs-becs d'étudiants, ils sont tout feu tout flamme pour mon fils. Arrive l'été, ils s'en reviennent tous de Pétersbourg et ils lui enseignent tout ce que vous voulez. Assis toute la sainte journée devant leurs bouquins. Et pour mon garçon, voyez-vous, un livre, c'est sa vie, son âme, plus chère que père et mère. Ça me fait peur à dire, mais on ne m'ôtera pas de l'idée que la lecture, c'est vraiment son ange de la mort. C'est de là qu'est venu tout le malheur. Elle prétend que c'est depuis l'appel sous les drapeaux. Quel appel? Quel drapeau? La conscription, il y a beau temps qu'il l'a oublié. Quoi qu'il en soit, lecture ou conscription, en attendant, mon fils est malade. Je ne le souhaite à personne. Et il vacille, et il se consume, le malheureux, et il s'éteint comme une chandelle. Que Dieu ait pitié de lui. Un moment, sur le visage rayonnant de mon fils, de mon petit juif, passe comme une ombre, mais un instant seulement. Bientôt, le soleil refait son apparition, dissipe les nuages, et son visage recommence de rayonner, ses yeux de briller, et sa bouche de sourire. Et il poursuit son récit. Darf sich treffen am Eis. Aber wird geworden bei uns in Kotne. Bei uns in Kotne weiß man alles. Aber bei dem Kaschewarewke Gewirr, bei dem Itzikel bei der Denke, was sich erzählt, wird krank, nicht nur gedacht, a Tochter. Was ist ihre Krankheit, meint ihr? A nächtiger Tag, a Verliebenisch. So hat sich verliebt in a Goy, hat sich der Goy aufgesucht, hat sie eingenommen Sam, bei uns in Kotne weiß man alles. Ich nicht nur es gewesen. In meiner weggelaufen, im Motaru gebracht, a Professor, dem größten Professor. Was sagen wir, spielt das eine Rolle? Fällt mir ein Gedanke. Also wie der Professor wird doch dort nicht bleiben sitzen. Und morgen fährt er doch zurück. In vorn fährt er doch sei wie sei durch in der Stanzie. Das heißt, vorbeikommt nicht. Wollte ich gewinnen Plan, soll sich zurückweg abhaben mit Poes zu uns. Für mir ist es. Es liegt bei mir ein Kind, nicht vergedacht. Daheim, was meint ihr Sinn? Ich weiß allein nicht, was. Etwas ist in mir wenig. Es heißt, Histen, danken Gott, hist nicht. Im Vater soll viel etwas in der Weitig in Herzen, ist auch nicht. Na, wo ist denn? Kein Tropfenblit, bin schwach wie ein Flieg. Der Film, was ist nicht, gut nicht. Wie so meint gut nicht. Aber lachlitten gut nicht. Milch amul trinkt euch ein Gluss. Ich dus mit Gewalt. Man darf für mein beten, darf man Mäus weinen. Im Vater nicht kein Löffel Jochen, nicht kein bisschen Bräut. Für Fleisch schmiss man nicht. Fleisch kann gut nicht sein. Verwarf mit dem Kopf. Das ist für Sinterot geblit. Zimmer hat nicht angedacht geblit. Einmal gut stark. Ist danken Gott schon mehr nicht. Alle warten. Nur ungeschwacht ist ihr konnte auch gut nicht mit Scheiße sein. Kaum, was alt sich auf der Fies. Eine Kleinigkeit. Ein Mensch fiebert, glitt wie auf Pottenglitter. Wenn es noch schwer ist, 39 mit der halben oder 39 unerhalten. Gut nicht Stück, ein Schimmmittel dazu. Gewinn schon mit dem beim Doktor nicht stehen. Was wissen Sie unsere Doktoren? Eine Sache essen, sagen sie, eine Sache lebt. Von Essen will gut nicht hören. Lebt. Von wann soll sich nehmen, weil es lebt? Den Kodne lebt. Aber wo ich Städtel Kodne? Ja, jede Städtel. Voran bei uns genau ein bisschen jeden
Voran bei uns habe es metrisch, voran a Schiel, voran a Ruf, voran all Ding. Noch von zwei Sachen hat uns Gott ausgehit. Von Lift und von Panusse. Meile Panusse ist auch gerät. Panusse haben wir Bruchem eins von das andere. In Lift, aber will ein Lift, gehen wir in Häuf herein. In Häuf seht ihr, ich darf du Lift. Amul, als Kottner hat gehört zu der polnische Pritzen, hat man nicht getan, da schmecken in Häuf. Die Pritzen haben nicht zugelassen. Ist das so, der Pritzen wie der pristische Hint. Na sind Kottner Häuf, ist eingefallen in jüdische Hände. Ich geworden Eus Hint, in der Häuf geworden Gurander Häuf, am Echaya, Lanze gehen in Häuf heran. Tage Pritzen, paar Mischnikes, na jüdische Pomesnikes, reden Jiddisch wie ich mit euch. In halten für Jiddischkeit, in Norden lieber Jiden. Oh, aber schmiest Jiden jedoch nicht scheier. Sie ist doch auch nicht suchen, also so eine solche größte Zedikin. Wo Hashem in Schila rein, sie ins Davnen haben sie sich nicht so stark. Havdel sie ins Buddha rein, aber nicht. In das soll Meure hoch, Machal Shabbos sei, sieht man einfach auch nicht. Im Pfarrer Hindel, sagt man, im Pitte, schrecken sie sich auch nicht stark geben. Nie ein scherendes Bädel, ein Gehen und ein Hitler, noch solche Sachen, von dem schmissen wir nicht. Das ist schön hart, immer eine Woche gegangen. Voran schon bei uns danken Gott in Kotne, auch hat solche Bechiemlich, was ist es schwer, das Hitler auf dem Kopf. Pravde, Kotne hat auf unsere Pamächtiges nicht wusste, klugen sich. Unsere jüdische Pritzen sind für Städtel genick Jäuze. Verkehrt, feines Reus, wie weit möglich. Kommt Osten, schicken sie heran, hintersäcklich Kartoffels, Verruhmeleit. Winter, Streu auf der Hilzen, 11 Pesach muss hitten. Nicht lang haben sie geschenkt Ziegel auf der Ski. Wo sie scheich, all Ding fein, in Schein, in Latisch, wie es gehört zu sein. Na, ob das Hinter, dem Peter soll noch nicht sein. Das Hinter. Aber meint nicht, doch weil sich damit nicht bereden. Was habe ich zu sehen? Ja, aber sie wollen auch von mir nicht weggeben, Kasach Bosch. Rebalte, mir rief mich Alter, rief mich. Über sie durch Seebesteffen stößen. Aber davon hat es sich tut einmal kann ich eine niedrige Sache. An einem Licht zum Beispiel, eine frische Schule, Matzes auf Pesach. Ich sehe es euch an, es machen immer solche Sachen, wo sie scheich zu Jüdischkeit. Schickt man Riefen Alteren. Im Abwab in Kleidl, mein Weib hat ein Kleidl, geben sie Schützeleisen schön Geld für Salz, im Fall Pfeffer, im Verschweberlich, im Veralding. Das hat erreicht der Pamächtig. In seiner Kinder, die Studenterlich, die sind für mein Sinn gute Kupure. Kommt der Sinne, sie führen sich zu noch vom Peterwald. Lernen sie mit dem, was ihr wollt. Sitzen wird mit dem Tegweis über der Bücher. Im Paman, im Bücher darf du wissen, ist das Heiß mit der Schumme. Teire für den Taten mit der Mammen. Das Bücher, das ist Tag, es einmalig Amudes. In dem Bücher hat sich genommen das ganze Imblick. Sie trinkt mal viel, als es bei ihm für den Präsidium. Was Präsidium? Den Präsidium hat er schon lange vergessen. Die Meile, wer soll der Mann ist schon dort. Sie bichelt, sie Präsidium. Der Wahr liegt bei mir ein Kind nicht schwach gegen gedacht. In Sankt Nebach. Geht aus wie ein Licht. Ein Gott soll sich auf ihm ermarmen. Aminit hat sich auf mein Gidl scheinendig tun im Ungericht wie Achmarel, aber nicht mehr wie ein Minit. Gich hat sich gegeben ein Kick aus der Sinn, war drin der Mare, in das Punem hat beim wiederum gehäuben Scheinen, der Augen leichten, in das Mäul schmeicheln. In Not erzählt weiter. En somme, où en étais-je? Oui, je me suis donc dit, je vais faire un saut à Borchkov, chez Itzekul Borodenko, le Richard, vous savez. Bien entendu, je ne me suis pas mise en route comme ça, les mains vides, comme on dit. J'ai emporté une lettre, vous savez, de notre rabbin. Le rabbin de Kotny, c'est un nom. Une bien belle lettre. Puisque Dieu vous a aidé, que vous êtes en mesure de faire venir chez vous un professeur si besoin est, et comme le fils de notre Alter est alité, que cela vous soit épargné à l'article de la mort,
Puisse une étincelle de pitié s'éveiller dans votre cœur et vous conduire à descendre de votre piédestal, à comprendre la situation. Et vous obtiendrez du professeur qu'à son retour, il doit de toute façon passer par Codney. Il fasse un saut chez nous entre deux trains, juste pour un quart d'heure, pour jeter un coup d'œil sur le malade. Et Dieu vous bénisse. Bon, et ainsi de suite. Une belle lettre. Soudain, un coup de sifflet et nous nous immobilisons. Mon petit juif tressaille. Ah, une gare. Je vais faire un saut en première classe, rien qu'une minute. Je vais juste jeter un coup d'œil sur mon professeur et je reviens tout de suite vous dire le fin mot de l'histoire. Au retour, mon petit juif a le visage plus épanoui encore. Si j'ose m'exprimer ainsi, la présence divine l'accompagne. Penché à mon oreille, il me souffle à voix basse comme de peur de réveiller quelqu'un. Il dort, mon professeur. Dieu veuille qu'il dorme tout son soul afin d'avoir les idées claires en arrivant. Bref, où nous étions-nous arrêtés? À Cachevarenke. J'arrive donc à Cachevarenke et je me précipite tout droit vers leur maison. Je sonne à la porte une fois, 2 fois, 3 fois. Surgit une créature avec de grosses babines dans un museau glabre qui se pourlèche comme un chat et qui me fait en jargon tsariste « Stonada ». Alors moi, exprès en yiddish, sûrement que je nade à quelque chose. Si je nade à rien, je ne me serais pas amusé à venir jusqu'ici de Codney. Il m'écoute, mastique, se pourlèche et hoche la tête. On ne peut pas entrer chez nos maîtres parce qu'il y a le professeur. Alors je dis, c'est justement parce que le professeur y est. Je suis venu, dis-je, précisément à cause du professeur. Il répond, qu'est-ce que vous pouvez bien vouloir, hein, professeur? Comme si j'allais lui raconter ma vie. Je sors la lettre du rabbin et je la lui tends. Tu peux bavarder à l'aise, dis-je, toi qui es de l'autre côté de la porte. Mais moi, dis-je, la pluie me tombe dessus. Prends ce document, dis-je, et remets-le, s'il te plaît, à ton maître, et en main propre surtout, dis-je. Et moi, je reste à la porte, dehors, à attendre qu'on vienne me chercher. Klar, wie gehalten wir, ja. Aber ich mache mir ja schief gewesen, nachher gehen wir läuft keine Kaschewarke. Sie ist sich bare denke, sie im Gewirr heißt es. Gewöhnlich haben wir nicht gelost die Wege ran, glatt also, wie suchte mit ledigen Händen. Ich habe mitgenommen einen Brief, habe ich mitgenommen. Finden Sie Ruf. Der Kotner Ruf hat eine Nummer. Ein schöner Brief, ein schöner Brief. Hey Jois, also wie Gott hat euch geholfen, ihr seid im Stand darauf, bringen Sie sich in Stieber rein, ein Professor, als ihr da, in also wie bei unseren Älteren liegt nicht für euch gedacht, dass sie ihn auf dem Teutenbett, Efsche wird sich der Wecken in euer Herz erfinden, Rachmunes, in ihr wird herabniedern von euer Gezelt, in reingehen in der Polygenie, in das Peulen beim Professor, als Zurückwegs, fordert, sei wie sei vorbei, Codney, soll sich herabtrappen sie ins Mepois, Lepois, auf ein Viertelstunde, kickt ihn auf dem Kranken. Im Straße, nie, in Asrivate. Ein schöner Brief. Plötzlich, der hört sich ein Pfeif, in mir bleiben stehen. Mein Jidl zieht sich ein Chab auf. Was passiert? Hat dir ein Springen per Klasse nach 1 Minute. Ihr werdet noch geben, mal kickt sie mein Professor. Komm ich bald da rein, weil ich kann schon der Mann sein. Herangekommen ist mein Jidl zurück mit noch einem mehr scheinendig Puhn wie früher. Ich soll wissen, aber soll sich also ausdrücken, wurde ich gesagt, es hat geriet auf ihm die Schrinne. Ungebeugt sich zu mir auf Neue, macht er zu mich still, wie wollte Meuer um Emerson wecken. Schluft. Professor Weine. Gott soll helfen, soll sich Hotschki durchschlufen, soll kommen mit einem läuteren Gott. Wie haben wir sich aufgestellt? Ja, in Kaschewarewke. Kinder heißt es zuvor in Kaschewarewke. Lass mir gleich in Stiefel ein, klingt bei den Tieren sind 2 und 3, springt aus ein Nefisch mit einem pur Piskis, mit einer gegolten Morde überlegt sich wie eine Katze. Im 18. Revolution von je, Stonade. Sag ich ihm das auf Jiddisch. Mistami ist Nade, so soll nicht an Nade, wollte ich nicht gehetzt daher, als ich finde Gott nicht. Hätte mich aus, Keit im Überlegt sich,
und dreht mit dem Kopf. Man kann nicht zur Zeit reden, wo der Professor sitzt. Sag ich, aber weil der Professor sitzt, ich bin so, ich packe es lieben Professor hergekommen. Sagt das immer, was für ein Geschäft noch hier mit der Professor? Soll ich ihm gehen, erzählen, Masses? Nämlich, und ich da lang in den Brief, den Berufsbrief. Geht es dir sogar zu schließen, dass du stehst, wie jener sagt, und auf mir sogar geht der Regen. Nada sogar auf dem Dokument, in gibt es immer sein Mochel, den Balabus sogar, gleich in der Hände ran. Und allein bleibe ich stehen in Dresden, wie jener sagt hier, und ich warte, bis man wird mich schicken, rief mich. J'attends une demi-heure, j'attends une heure, puis deux. Il pleut à verse, un déluge, et on dirait qu'on ne m'appelle pas. Cela commence à m'offenser, pas tant pour moi que pour notre rabbin. Ce n'est quand même pas un gamin qui a écrit, c'est un rabbin. Et le rabbin de Kodny, c'est un nom. Je me décide et je tire la sonnette tant et plus. Et voilà-t-il pas que surgit le même individu avec son mufle rougeau et s'écrie Quel féroce. toupet, ce juif! Dit-il. Sonné? Quel toupet, dis-je, de laisser quelqu'un debout 2 heures dehors sous la pluie. Et je me précipite vers la porte pour entrer. Quelle idée! Porte close et cause toujours. Que faire à présent? Ce n'est vraiment pas drôle. Repartir bredouille, ce n'est pas beau tout ça. D'abord, c'est un affront pour moi. J'ai quand même ma petite place chez nous à Kodny. Dieu me protège, je ne suis pas un va-nu-pied. Mais surtout, ça me crève le cœur. Mon pauvre enfant. Mais comme on dit, il y a quand même un bon Dieu sur terre. Je regarde, une voiture approche, tirée par 4 chevaux, et s'arrête pile devant la porte. Je me jette sur le cocher. Qu'est-ce que c'est que cet attelage? À qui sont les chevaux? Et j'apprends que c'est justement la voiture du Richard, tirée par les chevaux du Richard. Rapport au professeur. C'est lui qu'on vient chercher, le professeur donc, pour le conduire au train. Puisque c'est ainsi, me dis-je, ça tourne bien, magnifiquement bien. Et avant que j'aie eu le temps de me retourner, la porte s'ouvre et le voici en personne. Le professeur, je veux dire. Tout menu, tout vieux, et un visage, comment vous dire, un ange du ciel. Derrière lui, le Richard, Itzikl Borodenko, bien sûr, et sans couvre-chef encore. Et à quelques pas, l'individu au mufle rougeau portant la mallette du professeur. Vous auriez dû voir ce peut-être plus que millionnaire, que Dieu me pardonne mes paroles, vêtu d'une veste de toile ordinaire comme on en porte chez nous à Kodny. Les mains dans les poches, il regarde de côté en louchant un peu. Moi, debout, je le contemple. Seigneur, c'est donc ça un millionnaire. Mais allez donc demander des comptes à Dieu. M'apercevant là, il me transperce de ses yeux bigles et m'interpelle. Que voulez-vous? Je m'approche et je fais « Patati, patata, c'est moi, dis-je, qui vous ai apporté la lettre de notre rabbin. Vous savez, il fait… » Quel rabbin? Non, mais vous entendez? Il ne sait pas de quel rabbin il s'agit. Du rabbin de Kodny, dis-je. Je suis de Kodny, voyez-vous. Je suis venu exprès, dis-je, depuis Kodny pour le professeur. S'il voulait bien se déranger, dis-je, jusqu'à Kodny, entre 2 trains, pour un quart d'heure, et voir mon enfant, dis-je, mortellement malade. Voilà comment je lui parle mot pour mot. Je n'embellis pas d'un cheveu. Ce que j'escomptais, je me disais, cet homme a connu le malheur, sa fille a pris du poison. Dieu nous en garde. Peut-être son cœur va-t-il s'ouvrir. Il aura pitié d'un malheureux père. Résultat, pensez-vous, il n'a pas pipé mot. Rien qu'un regard oblique vers la créature au mufle rougeau, comme pour dire « Tu ne pourrais pas nous débarrasser de ce petit juif ?» Et mon professeur, pendant ce temps, est déjà installé dans la voiture avec sa petite mallette. Encore 1 minute et plus de professeur. Alors que faire? Vu que la partie était fichue, je me suis dit « Adieu va, advienne que pourra, il y va du salut d'un enfant. » Je prends mon courage à 2 mains et hop, droit sous les sabots des chevaux. Ich warte eine halbe Schuh, ich warte eine Schuh, ich warte 2, der Regen gießt am Mabel und man rief mich etwas nicht. Heb das mach uns schon zu verdrießen. Nicht so für sich, wie für unser Ruf. Du schreib doch nicht kein Ingele, du schreib doch ein Ruf. Der Kodner Ruf hat einen Namen.
gehe ich in der Tia, ziehe das Glättel, noch einmal. Also schwingt nicht da raus, der eigene Nefisch mit der Reute Piskes, mit der Gewalt, mit der Ziche, an Nase sucht der für Naigen klingen. An das ist los Naiden so gestehen, zwei Schuhe in draußen auf den Regen. An nach Timcha losse der Tier nach will reingehen in ein wenig. Wehe, wo es verhackte Tierin rief mir Knacknis. Und je tät mir weiter. Etwas, Tage sehe nicht Friede. Vorhin zurück mit gut nicht, ist etwas sehr nicht schön. Erstens aber so ihm für sich allein. Ich bin doch etwas ein Stückchen Ballabus bei uns in Gott. Ich will nicht kein Schleppe. In Agif, reiß mir das Hals, mein Kind neber. Ich doch aber verein, wie sucht ein größer Gott auf der Welt. Ach, die Akik, es fuhrt sie a Karte mit 4 Pferd. Ein Glas sie der Tier. Ich die, ich nehme es im Kitchen. Wo sie es für eine Karte, in wem es ist fährt, wäre ich gewollt, als das ist Tage dem Gewirrskarte mit dem Gewirrsfeld. Für den Professorswegen. Das wird man im Nehmen dem Professor ist es, und man wird ihm aufführen zu der Bahn. Und bei so ich trachte mir, ist doch schon Tage wieder gibt, ausgezeichnet gibt. In Niederach kickt mich ein, öffnet sich das Tier, und es beweist sich Tage allein, der Professor ist es. Ein Kleinigkeit, ein Maltischke, mit Apunem, wo soll ich sagen, am Malach in dem Himmel. Nach ihm geht noch der Gwir, Itzikelbare Denker ist es, Dafke Unetel. In Go hinten geht der Nefisch mit der Reute Piskes, trug noch den Professor Tschemadanschik. Ihr sollt umkicken, Agrier für Nefsche, Million. Gott soll meine Strophen von der Reit. Trug der Rapidjak für den gewöhnlichen Gewand, diagonal wie mit trug bei uns in Kotten. Halt die Hände in der Käscheles. In Kicken kickt er und er sei ein bisschen Kasocke. Ich stehe in Betracht. Ich wollte nicht allein. Auch das hat Millionen. Na geht eines raus mit Gott. Der Sehner stehen, nimmt er mich doch mit den Kasocke-Augen und rief sich uns an. Was darf dir? Gehe ich ziehen, mach's ihm. Also, sag ich, das habe ich euch gebracht, sag ich, den Brief in diesen Ruf habe ich euch gebracht. Macht er zu mir, von wo ist er Ruf? Weiß schon gut nicht, von wo ist er Ruf. Von Kotten Ruf, sag ich bin dort geblieben, ich bin im Mischner gekommen, sag ich, von Kotten ist ein Professor, so soll es auch Material sein, sag ich, kein Kotten, mit Päusle, doch ein Viertelstunde zu mein Kind, sag ich, bei mir ist ein Kind, sag ich, nicht für euch gedacht, heute krank, hat er so mit die Werte so gesehen. Ich bin eigentlich nicht mehr gegessen, auf 1 Uhr viele. Was habe ich gerechnet? Habe gerechnet, Menschen hat getroffen an Imblick, es hat sich bei ihm gesamt nicht, du gedacht, der Tochter, Efter wird sich bei ihm zerbrechen das Hals, et Rachmunas um auf Anurim Taten, zum Sof, wer wuss, nicht geämpft mehr ka Chutze Dibber, na Rakiketi mit der Kasocke-Augen auf dem Nefisch mit der Reute Piskes, wie einer wird. Tome wird's da aufgeräumt in dem Weg und das Jidl. Mein Professor ist derweil rein mit dem Schemadanschickel in Karate rein. Noch 1 Minute, so ist Professor. Wo steht man dem? Das ist dass das Spiel ist für ein Teufel. Aber ich möchte mir ja schon gewähnen. Ja, aber Olai Ma, was wird sein, wird sein. Man darf raten, wenn ein Kind. Und ich nehme mit Halsen, Hütz hinter der Pferd. Bon, que voulez-vous que je vous dise? Que ça m'était agréable d'être étendue là, je n'en sais rien. Je ne me rappelle pas combien de temps j'y suis restée, ni même d'y avoir jamais été. Peut-être ne suis-je pas du tout tombée. Je sais seulement que ça a duré moins de temps qu'il ne m'en faut pour vous le raconter. Et voilà le gentil petit vieux, le professeur, quoi, à mes côtés. Que se passe-t-il? Et, Mon pauvre ami, me priant de tout lui raconter, d'exprimer mon désir sans crainte aucune. Le Richard à l'écart me regarde d'un œil torve et moi je parle. Il faut vous dire que je ne suis pas un grand orateur en russe, mais là, Dieu m'a insufflé une telle force que ma langue marchait toute seule. Je lui ai tout raconté par le menu, tout ce que j'avais sur le cœur. Je lui ai dit, patati patata, monsieur le professeur, peut-être est-il écrit,
que vous serez l'envoyé du ciel pour me rendre mon enfant, mon fils unique, le seul qui me reste sur 6, que Dieu lui prête longue vie. Et si, dis-je, ça doit coûter de l'argent, j'ai sur moi un beau billet, c'est-à-dire 25 roubles. Pas à moi, Dieu garde, d'où me viendrait une telle somme. Ce sont les 25 roubles de mon épouse, mis de côté pour aller en ville acheter de la marchandise. Je sacrifie le billet. Au diable la boutique de ma femme, pourvu qu'on sauve mon enfant. Voilà ce que je lui dis. Et je me mets à déboutonner mon cafetan pour produire le billet, mais le petit vieux, le professeur, quoi, pose sa main sur moi. Laissez cela. Et il m'invite à grimper en voiture, que je ne vois jamais mon fils bien portant si je mens. Eh bien, je vous le demande, l'ongle du petit doigt du professeur ne vaut-il pas 1000 fois la vie de cet Itzekle-Borodenko? C'est qu'il a bien failli m'égorger sans couteau, vous savez. Heureusement que le Très-Haut a si bien arrangé ça que je m'en suis tirée. Mais que se serait-il passé sinon? Hein? Qu'en dites-vous? Une sorte de branle-bas agite le compartiment et mon petit bonhomme se précipite vers le contrôleur. Codney? Codney. Bonsoir, bon voyage. Et ne dites à personne avec qui j'ai voyagé. Je ne veux pas qu'on sache chez nous à Codney que je suis venue avec un professeur. Ils accourraient tous. Sur ces mots glissés en grand secret, le petit juif me serre la main et il disparaît de ma vue. Quelques minutes plus tard, alors que nous sommes sur le point de repartir, je vois par la portière cahoter une vieille calèche boiteuse tirée par une méchante paire de chevaux gris, fourbus et accablés. Dans la voiture a pris place un vieillard tout menu, portant lunettes, les joues vermeilles et la barbiche grise. Sur l'autre banquette du phaéton, mon petit juif est assis dans un coin, comme suspendu à un fil, couvant le vieil homme du regard. Et il se trémousse, et son visage rayonne, et ses yeux s'écarquillent à lui jaillir des orbites. Dommage que je ne sois pas photographe et que je n'ai pas d'appareil sur moi. Ce n'aurait été que justice de lui tirer le portrait au petit juif. Que le monde voie ce que veut dire un homme heureux, l'homme le plus heureux de Codney. Meile, wo soll sagen? Es hat mir gut gewesen liegen hinter der Fähre. Weiß ich nicht. Der gedenkt nicht da viele, wie viel Zeit ich bin gelegen. Ich sehe, ich bin gut im Ganzen gelegen. Es kann sein, also ich bin nicht im Ganzen nicht gelegen. Ich weiß nur, es hat nicht gedauert, so viel, wie viel ich erzähle. Der Altitschke, der Professor ist es, ist schön gestanden neben mir. Stottakoy, im Galupchik. Ach, soll ihm euch erzählen, Alding. Ach, wissen, was ist mein Bagger? Ach, soll gut nicht meuren. Und der Gewirr steht bei der Seite und kickt mir rum mit der Kasocke Rücken. Und nicht red. Ihr darf wissen, dass kein größer Baldavren auf Russisch bin ich nicht. Nur das Mal hat mir Gott etwas herangegeben, als ein Keuer, als so hat sich geredet. Ich habe mir euch erzählt, all Dinge, was es bei mir auf der Schule. Ich habe gesagt, also, Herr Professor, öfter ich das eine bescherte Sache, als ihr soll sagen, der Schliach mir im Kern mein Kind, meinen einzigen Sinn, was ist geblieben bei mir für 6, dem so längere Jahre. In euch suche ich das Mistkostengeld, vermog ich meinen eigenen ganzen Kopf her, auf 25er ist es. Aber ich will nicht meine, wie kommst du mir also viel Geld? Das ist mein Weib, sagt 25 sogar. Liegt umgedreht zuvor nicht, steht da rein aufs Säure. Wenn ich Macht gesucht, dem 25. Ich hab der Gitterjur, mein Weibs Kleid, Labi, Rattevin, ein Kind. Also ich suche, ein geht zu spielen, der Kapitän, will rausbekommen, mein 25. Nimmt der Altischke, der Professor ist es, legt darauf auf mir die Hand, Nitschwo, in Eismach kriechen in Karete. Soll also in der Leben treffen, mein Sina Gesinnten, wie sogar nicht kann liegen. Nie fragereich, soll nicht sein, der Kapure, ich ziehe bei der Denke, meine ich, vor dem Professors minsten Nugel. Hat doch marschiert, gekeult und ein Messer hat doch. Geht, der Ewigster hat also gefühlt. Es ist mir aufgerufen.
In was wird gewöhnlich, wenn Cholile verkehrt, da, was sucht ihr? In Waggon wird das Stickel zum Atoche. In mein Jil tit sich ein Wurf zum Konduktor. Kodni! Saatgesinnte, Fortgesinnte, sucht nicht gerne, mit wem ich fuhr. Ach, will nicht mehr so wissen, bin in Kodni, also wie gekommen mit der Professor. Man wird sich zu neu bleiben. Also wie macht sie mir mein Jidl, bis sonst heute ist, quetscht mit der Hand. Im Meer sehe ich ihn nicht. Erst in ein paar Minuten, wenn wir halten schon bei Fuhren weiter, da sehe ich durch dem Fenster, träßelt sich eine hinterliche Tarantass mit ein paar ungebarrte, versorgte, grüne Pferde. In Tarantass siehst du ein Kleinigke, ein Altischke mit Brillen, mit jungen, reuten Bäckler und mit einem grünen Bärdl. Gegen ihm, in Phaeton, sitzt mein Jidl an der Seite, hängt wie auf einem Fuder. Kickt dem Altischen gleich in die Augen rein, in hetzget sich, in das Spunnen bei ihm scheint, in die Augen, und dort springen sie aus. Ein Schut, was ich bin nicht kein Fotograf. Und ich führe nicht mit sich kein Apparat. Es folgt gewesen ein Joischer, ein Rupsach haben von dem Jidl ein Porträt. Lass die Welt sehen, was heißt ein glücklicher Mensch. Der glücklichste Mensch in Kodni. La traduction est de Nadia Dehan-Rothschild. Ja, ich meine, ich sehe etliche Freunde patschen Bravo und sie will sich patschen Bravo. Und wie sagt man, Aschod, was mit Braven nicht euch, Shalom Aleichems Geburtstag und dem Jahrtag von Shalom Aleichems Chassene, wie man pflegt einmal Braven in Russland, Farinzari, ja, Farinzari ist gewesen als Ding, im Menines, dem Tag von seinen Heiligen hat man gepravet und dem Tag, wenn er Chassene gehabt und als Ding, für Shalom Aleichem wollte man gedacht dann dasselbe, aber ihm soll kennen jeden oft hier, als Mechaia, die Kleinen, wie wir haben heim gehabt. Ich kann nur sagen, herzlichen Dank, Herrschlen, in Aniken, in Leilen, in welchen Seder ihr wollt, in Leilen, mit Aniken, mit Herrschlen und Welwelen. Ich habe schon gedankt, Welwelen für ihr. Ja, und Nadian, was, wie sagt man, Schlag mich halt nicht am Morgen, schick dein Bräut über dem Wasser und mit dem Gang von der Tag wird es zurückkommen. Mit so vielen Jahren zurück hast du gemacht, als eine schöne Übersetzung und heute ist es schon da zurück für unser allems Vergnügen. Ja, je disais donc en français, j'ai oublié de dire quelque chose en français avant, mais bon, je me suis rendu compte trop tard. Et je dis donc en français que je regrette que l'on ne fête pas en dehors de l'anniversaire de la mort de Shalom Aleichem, aussi l'anniversaire de sa naissance, et comme on faisait jadis dans la Russie tsariste, l'anniversaire du mariage et l'anniversaire de la naissance de ses enfants. Bref, dommage que nous n'ayons au moins toutes les semaines une fête pareille, un plaisir pareil, et je remercie pour cette lecture formidable tous les participants et pour la traduction aussi Nadia qui est ici avec nous. Shalom Aleichem in die Erzählungen, also es ist eine Simche und Tal hat schon gesagt, Bamoni, Basaint ist Jontef bei uns, also es ist ein Jontef, es ist eine Simche, gesegnen sich die Gäste mit verschiedenen Wünschewanies und eine von sie, ihr sollt Gesinntheit der Leben über ein Jahr. Ist ja, ihr sollt Gesinntheit der Leben über ein Jahr und wir sollen sich wieder einmal Mechaie sein, Posmake werden, freien mit Shalom Aleichem und mit all seinen Liebhabers. All das Beste, liebe Freunde. Dank für eure Beteiligung.